So, und jetzt haben wir den letzten Spieltag in der Premier League gegen West Ham United. Das wird dann aber auch unser letztes Spiel im Let's Play sein, weil ich das Projekt dann beenden werde, weil es, glaube ich, über längere Zeit sonst nicht mehr so interessant, glaube ich, ist. Zudem hätte ich dann Platz wieder für neue Projekte, beziehungsweise für längeres Projekt, weil Pro Evolution Soccer ja so ein Langzeitprojekt ist. Gut. Und jetzt sind ja einige nicht so in Form. Links außen, wir spielen links außen, Sinclair. Florenzi nicht in Form. Fischer für Destro. Und Texera bleibt auch mal draußen. So, also wie gesagt, das letzte Spiel jetzt. Aber zur Krönung haben wir ja jetzt 2 Titel geholt. Natürlich wird es ja irgendwie interessant, wenn wir noch eine andere Liga spielen. Aber dann müsste man wieder fast bei Null anfangen. Und bei Newcastle haben wir uns ja doch irgendwie was aufgebaut. Aber wer weiß, vielleicht geht es ja dann bei Pro Evolution Soccer 2014 weiter. Und können wir eventuell, ich weiß gar nicht, ob das geht, dass man den Spielstand irgendwie einfügen kann. Dann kann man eventuell da weiterspielen. Das weiß ich noch nicht so genau. Wenn es möglich ist, dann kann das wirklich dann dort weitergehen. Natürlich wird es ja interessant, wenn wir jetzt noch eine 3. Saison spielen mit Newcastle. Weil jetzt kommt ja dann wieder Transferfenster und so und wir starten wieder bei Null eigentlich. In der Liga, im Pokal, in der Champions League. Aber dann hätte ich bei YouTube habe ich dann, weiß nicht, dann spielen wir dann schon das 5. oder 6. Mal gegen Manchester oder so oder gegen Liverpool. Dann haben wir von jedem Gegner irgendwie schon 10 Videos dann beieinander. Ist, glaube ich, auch nicht so schön. Zwar sind alle durchnummeriert, aber trotzdem. Ja, Dembaba macht übrigens sein Tor. 1-0. Aber das kennt man ja bereits. Aufs lange Eck, um den Winkel rein. Und somit keine Chance für den Torwart. Ja, was ich nach Pro Evolution Soccer mache, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall soll es irgendwas sein, was uns länger beschäftigt. Also ich weiß nicht, irgend so ein Langzeitprojekt, vielleicht irgendwas zum Aufbauen oder so. Das würde ich mir gerne machen. Irgendein Strategie-Game oder so, irgendwas, wo man aufbauen muss und sich da mit lang beschäftigen kann. Mit Fußball könnte man uns ja ewig beschäftigen, so hat ja kein Ende. Wir können da im Grunde unendlich weiterspielen. Aber ob es jeder sehen mag, ist ja wieder die andere Frage. Jetzt habe ich mal bei 2013 habe ich ja schon über 100 Folgen.
Und ab 200 müssen die sowieso eine Playlist anfangen, weil bei YouTube das gerade bis 200 geht. War gerade ein Schussversuch von Ben Affa. Aber man, ja, wer weiß, vielleicht kriege ich ja wieder mit der Zeit wieder Lust, wieder Fußball aufzunehmen. Dann kann man ja wieder weniger Saison spielen. Im Moment habe ich eigentlich dann keine Lust mehr zum ersten Mal aufnehmen. Jetzt irgendwie habe ich vielleicht nur vom Fußball. Jetzt wenn es irgendwie ein tolles Eishockeyspiel geben hat, irgendwie, war nicht, NHL 2013 oder so, oder 2014, dann darf ich sowas aufnehmen. Aber ich habe ja gesehen, dass irgendwie, zumindest für den PC gibt es irgendwie kein vernünftiges Eishockeyspiel mehr. Das letzte Mal war 2009 oder so. Da ist irgendwie EA ist da irgendwie faul geworden, ne? Die sind, da machen irgendwie keine Eishockeyspiele mehr für den PC. Oder Ding war da toll, Eishockeyspiel von 2K. Weil da, die haben meist irgendwie das irgendwie, ja war nicht toller. Wer vielleicht das NBA 2K kennt. Der kennt sich da noch ein bisschen aus. Weil da ist ja das auch jetzt sehr toll gemacht mit der Grafik und so. So, jetzt muss ich mich wieder mehr aufs Spiel konzentrieren. Wir führen zwar im letzten Saisonspiel gegen West Ham. Noble. Das war Carul Money. Ja, Glanzparade, aber beim zweiten Mal Javis, der macht den Ausgleich. Gut, es ist uns eigentlich egal, ob wir das ja noch gewinnen oder verlieren oder unentschieden spielen. Spielt keine Rolle mehr, wir sind sowieso Meister. Natürlich war der Sieg toller. Vor allem, weil es ja das letzte Spiel im Let's Play ist. Die anstehenden Testspiele mache ich dann nicht mehr, weil die, warte, habe ich keine Lust drauf. So, bei AFA steht der neuen Spielstand wieder her. 2-1. Ja, zudem ist ja bei Pro Evolution sogar so, die Folgen, die so Affilot, sind ja meist immer so um die 20 Minuten und sind ja deswegen dann über ein Gigabyte groß und das dauert immer ewig lang zum Affiloner. Und Aufteil möchte ich das ja nicht, ich mag ja das Spiel in einer Folge haben und nicht auf 2 Folgen verteilen. So, Omat, ja, wer rennt Omat? Sinclairmann ist es. So, Andreoli. Dembaba. Kommt die durch. Javis, der Torschütze vom Feuer.
Demel. Geblockt. So, beinahe verwischt den, jawohl. Das wird der schöne Pass gewinnen. Noble. Also weil ich ja gesagt habe, ich mag gerne mal irgendwas aufbauen. Damit ist aber nicht Minecraft gemeint, also Minecraft nehme ich nicht auf. Nicht, dass es einer verkehrt versteht. Jetzt gibt es einen Ausgleich durch Karul. Das liegt zwar daran, dass ich Minecraft gern zock, aber aufnehmen tue ich es nicht. Weil es sowieso schon so weit davon gibt und naja, muss ja nicht sein. Aber es gibt ja vielleicht andere Sachen zum Aufbauen. Und auf sowas hätte ich eigentlich schon Lust, dass man mal irgendwas sie bastelt. Ja, West Ham, jetzt halt übernehmen sie die Führung. Karul mit einem Doppelschlag. 3-2. Liegt da wohl daran, dass ich so viel erzähle im Moment. Und mich nicht so genau aufs Spiel konzentrieren kann. Neskens. Taylor. Ja, aber auf Foulspiel. Und gibt einen Freistoß. Geht an die Latten. War nicht schlecht geschossen. Achso, das war noch abseits. Na gut. Der Torwart hätte ihn nie erwischt. Demel. Ach, der ist wieder nicht fit. Was macht denn der immer? Der rennt so viel rennt der gar nicht. Bringen wir mal Henderson. Taylor. Oh, er ist durch. Im Moment gehen wir noch hin. So, wieder weiter Ball. Und Dembaba kann sie durchsetzen. Und macht den Ausgleich. Jawohl. Ja, auf den Mann ist einfach Verlass. Wissen wir ja. Ja, Ronaldo ist mehr der Passgeber, gell? Der bringt den irgendwie exzellent Viere und Dembaba kann meistens was draus machen.
Ja, inzwischen kommt der Henderson. Einwurf für uns. Und Einwurf für West Ham. Und Javis erwischt den noch und schiebt den am Tor vorbei. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Wird auf jeden Fall ein schönes Tor gewinnen. So, nochmal West Ham. Und es gibt 2 Minuten Nachspielzeit. Nolan. Ja, okay, kann er mal hier. Ja, das war's. 3-3 der Endstand. Und somit ist die Saison vorbei. Und damit ist auch das Let's Play vorbei. Beziehungsweise erst einmal pausiert, aber wahrscheinlich eher beendet. Weil ich im Moment auf Fußball eigentlich gar keine Lust mehr dann habe. Aber es kommt wahrscheinlich wohl mal wieder. Spätestens bei Pro Evolution Soccer 2014. Ja, wir haben die Saison mit 2 Titeln abgeschlossen. Die englische Meisterschaft und den FA Cup haben wir gewonnen. So, also da haben wir die Tabelle. Erster, 2 Niederlagen, 28 Siege und 8 Mal Unentschieden. 91 Tore haben wir geschossen. Ja, wir waren ganz schön torhungrig. Und ja, 3 Mannschaften sind abgestiegen. Wigan, Blackburn und Southampton. Genau, wir sind erster gewonnen, kriegen Bonuszahlungen von 15 Millionen. Ja, der Papa ist glücklich, weil er was erreicht hat. Und zwar, was hat er denn erreicht? Das ist der Tabelle, individuelle Titel. Spieler der Saison Dembaba, Torschützenkönig, ebenfalls Dembaba und Vorlagenkönig Ronaldo, also genau wie im FA Cup. Und in der besten 11 sind 3 Spieler von uns.